Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In der heutigen Episode reden wir über den Jeddah Grand Prix. Ein Grand Prix mit ganz vielen Höhen, mit ganz vielen Tiefen, aber auf jeden Fall ein Grand Prix mit ganz viel zu besprechen. Das merkt ihr auch an der Länge der Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei der neuen Episode. Gut, wie bereits schon angedeutet, wir gehen schön chronologisch vor. Am ersten Tag FP1, FP2. Ja, was soll ich sagen? Also, die Practice Sessions selber sind jetzt nicht unbedingt so spannend gewesen. Was noch klar war oder was man schnell gesehen hat, ist, dass Mercedes-Motoren ein bisschen am hinten reinhängen sind. Also, kein einziges von diesen Teams war wirklich weit vorne gewesen. Und das hat sich dann auch eigentlich bestätigt im Verlauf des Wochenende, wie wir dann später noch drauf kommen, dass da Ferrari und Red Bull Motoren definitiv auf den Highspeed-Tracks werden besser sein. Aber ich denke, vom ersten Tag sind Practice Sessions überhaupt nicht das Wichtigste oder auch das Richtige, wo man darüber muss reden muss. Ihr habt es alle sicher mitbekommen. In Jeddah, etwa 20 Kilometer von der Strecke entfernt, bei der Aramco, was ist das? Das Öldepot ist es. Öldepot, ja, ist angegriffen worden, ein Drohnenangriff. Anscheinend keine Toten, was ich noch spannend finde, dass es keine Toten gegeben hat. Aber das lassen wir jetzt mal so auf der Seite stehen. Ja, es ist natürlich dann gross diskutiert worden, will man fahren, will man nicht fahren. Der Stefano Domenicali hat dann auch die zweite Practice Session ein bisschen später starten, weil er noch ein Meeting gemacht hat mit allen Teamchefs etc. Und später dann auch noch mit den Fahrern. Und man hat dann immer wieder ein bisschen darüber diskutiert, ja, fahrt man jetzt, fahrt man nicht. Und ja, jetzt kommt jetzt halt so darauf an, was ist Gerücht und was stimmt effektiv. Man sagt, oder man sagt geheissen, wir wollen nicht fahren. Man sagt auch, die Fahrer sind nachher am Abend auf einen Streik gegangen sogar. Bis um 3 Uhr am Morgen sind die in einem, ich weiß nicht, ob sie in einem Motorhome gehockt sind von einem Team oder etwas, aber sie haben nicht fahren. Und dann sind auch Team Principals und FIA-Chefs alle zusammen nochmal aufgeweckt worden. Die mussten vom Hotel wieder zurückgehen zu der Strecke und müssen mit den Fahrern reden. Weil ja, ich meine, verständlich, dass man nicht fahren will. Man hat in Russland schon gesagt, oder mit der russischen Strecke, man will es nicht, wir wollen den Krieg nicht unterstützen. Und jetzt fährt man in einem Land, wo gerade angegriffen worden ist, oder? Und der Rest ab da wird es jetzt halt wirklich so ein bisschen Gerücht oder nicht Gerücht. Also ich bin noch gespannt, ob wir ein paar Statements werden bekommen. Es gibt Aussagen zum Teil, dass die saudi-arabische Regierung eigentlich alle haben zurückbehalten. Das hat geheissen, ja, wenn ihr jetzt nicht fahren werdet, dann werden wir euch einfach nicht rauslassen. Dann geben wir euch das Visa nicht, um aus dem Land eigentlich wieder wegzugehen. Weil ja, in meinen Augen ist einfach das beste Missile Defense System von dieser Welt, das sie anscheinend haben, finde ich jetzt nicht so ein gutes Argument, zum trotzdem fahren. Aber anscheinend hat das gelangt, laut dem offiziellen Bericht zum Teambosses und auch die Fahrer eigentlich zu überzeugen zum Fahren, einfach, dass sie genug sicher sind. Aber ich weiß auch nicht. Ich bin nicht so ein grosser Fan von dieser Strecke im Allgemeinen, aber wir reden jetzt mal über das Thema. Was haltest du von dem ganzen, Kasel? Ja, also es ist schon recht speziell gewesen, sage ich mal. Also ich habe mich ja da schon ein paar Mal dazu geäussert. Ich habe gesagt, ich würde eigentlich dort nicht fahren, ich würde das Rennen absagen, wegen dem Vorfall, weil eben, es ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Doppelmoral. Man kommt nach Bahrain, macht das Foto dort mit No War für Russland und Ukraine halt, weil dort der Konflikt ist. Und ja, nachher eine Woche später fährt man in einer Region, die gerade angegriffen wird von Terroristen. Oder von es war ja nicht Terroristen, es waren Rebellen, scheint es. Und ja, ist ein bisschen Doppelmoral, sage ich wirklich. Und in meinen Augen war es auch falsch gewesen, dass man gefahren ist. Man hätte das Rennen eben eigentlich absagen oder das Rennwochenende absagen. Aber wie du schon vorher erwähnt hast, dass die Fahrer ja eigentlich gestreikt haben. Und sie sind, glaube ich, habe ich gemeint, einfach im Formel 1 Büro, oder wie man dem sagen dort, im Motorhome oder im Paddock sind sie dort gewesen und sind dann nachher einfach in die Formel 1 Dings reingegangen, die
Gebäude rein und haben dort dann nachher bis am Morgen um 3 oder so jetzt, diskutiert gehabt. Da ist ja noch der Andreas Seidel ist ja dann noch gekommen und alles. Ja, also ich weiß nicht, das hat sich in meinen Augen hat sich einfach ein bisschen falsch angefühlt, dass man jetzt dort gleich fährt. Wobei man muss eben halt auch sagen, auch, Aserbaidschan zum Beispiel ist auch so ein Land, wo ja, jetzt nicht gerade das friedlichste Land ist. Die sind ja auch immer am Rumkriegen. Man fährt ja auch gleich dort rennen. Der Dominikali hat ja noch gesagt, man soll ja eben gerade, wenn so Situationen passieren, soll man es eben gerade durchziehen, weil das Land zeigt ja noch eigentlich so ein bisschen, ja nicht Entwicklung, aber es kommt ja, öffnet sich ja immer mehr gegenüber im Westen und ist ja nicht mehr so verschlossen, wie es früher war und so. Darum sagt er, ist es eigentlich ein gutes Statement oder ein guter Standpunkt, dass man gleich fährt und das durchzieht und sich nicht wegen dem einschüchtern. Ich kann es nachvollziehen, hier und da, aber es bleibt gleich immer noch so der kommerzielle oder halt eben der finanzielle Nachgeschmack bleibt halt gleich immer rum. Und das finde ich halt nicht so geil, muss ich natürlich sagen. Aber ja, die Formel 1 hat sich so entschieden, dass sie weitermachen. Ich denke, spätestens dann nach dem Rennen ist es vielleicht doch nicht so schlecht gewesen, dass wir es dann am Wochenende abgebrochen haben. Aber bevor dass wir zum Rennen kommen, würde ich sagen, eben, swappen wir noch über zum Qualifying. Also, du hast ja schon gesagt, eben, die Trainings selber sind ja eigentlich nicht spannend gewesen. Also auch im FP3 ist schon nicht viel passiert. Ganz genau, ganz genau. Also die erste Spannung ist eigentlich erst gekommen, wo dann Formel 2 Autos noch auf Strecke sind. Das schneide ich einfach schnell an, für die, die es interessiert. Angefangen hat dort schon im Qualifying, wo der Bulag Bassi, das ist ja ein E-Sportler eigentlich, wo sich bis zur Formel 2 Uhr geschafft hat, der hat einen Crash gehabt, an der genau gleichen Stelle wie jemand gewisses anderes und auch fährt er gerade in die Betonwand rein und hat sich eine Kehnerschütterung davon getragen. Und da kommt einfach wieder ein weiterer Punkt. Also für mich ist so ein bisschen das Rennen allgemein bin ich nicht so happy, rein vom Sicherheitsstandard, was es bringt, rein von der Art, wie die Strecke überhaupt gebaut wurde, bin ich noch nie ein grosser Fan gewesen. Und das ist für mich wieder mal ein Beweis dafür, dass einfach das nicht ganz aufgeht mit dem Sicherheitsstandard. Die Strecke mag wirklich geil sein zum Fahren, da stimme ich zu. Und ich finde jetzt auch vom Racing-Spektakel hat es geliefert. Aber ja. Nachher im F2-Sprintrennen am nächsten Tag ist wieder das Gleiche losgegangen wie letztes Jahr schon. Also ich habe fast ein bisschen Schiss gehabt, dass wir wieder mit den Stewards ein bisschen Stress werden haben. Dennis Hauger ist dort der Sieg geklaut worden, weil vor dem Pitlane ist ein Crash passiert. Am Restart. Gleich wie in Mugello 2020, wo sie hintereinander reingefahren sind. Nachher sagen sie, ja, Pitlane oder beziehungsweise Safety Car fährt durch Pitlane. Und in gleichen Sekunden kommt eine Meldung raus, Pitlane sei geclosed. Und dann haben sie Dennis Hauger der Pitlane durchgeschickt und haben ihm, oder beziehungsweise er ist der Pitlane durch, aber alle anderen sind es nicht. Das heisst, er hat schon Platz verloren. Und um es noch besser zu machen, hat er noch einen 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty bekommen. Und da habe ich einfach gedacht, oh nein, Stewards, Race Director, reissen euch zusammen. Und wir sind dann zum Glück des Besseren belehrt worden für den Rest des Wochenende. Also, ich finde, man hat klar gesehen, dass sie vor allem im Qualifying auch mit den Streckenlimiten und so, die paar Kurven, wo das ausgenutzt werden kann, sind sie relativ, ich finde, anständig mit dem ganzen Thema umgegangen. Es hat keine Diskussionen gegeben, das ganze Wochenende über. Also dort mal Chapeau, wenn es um das geht. Also was ich noch schnell kurz anfügen, was sie noch in der Formel 2 versucht haben, wegen dieser Streckenbegrenzung oder wegen dieser Unübersichtlichkeit auf dieser Strecke. Genau. Es ist ja nicht nur die Formel 2 oder die Formel 1 ist ja nicht nur das, was es betrifft, sondern auch die Formel 2 hat sich ja auch schon beklagt, das ist sehr unübersichtlich. Dann haben die Saudis die Idee gehabt, sie setzen einfach Monitore her, dass man es sieht. Jedoch sind die Monitore nicht so groß gewesen, dass man es so schnell gesehen hat beim Vorbeifahren, ob jetzt nicht hinter dieser Wand sozusagen ein anderes Auto steht oder nicht. Es ist ja so, dass Jeddah eigentlich nur ein Ersatz-Grand Prix ist für eine eigentliche Strecke, die ja noch im Aufbau ist in Saudi-Arabien. Die wird dann nachher in der Hauptstadt ausgetragen werden. Jetzt habe ich aber den Namen von der Hauptstadt schon wieder vergessen, wenn ich es gerade vorne nachgeschaut habe. Jedenfalls ist es so, dass ja... wenn ich schnell reinschnurren, Riyadh.
Riyadh, ja. Sie sind dort einen Freizeitpark am Bauen und nebendran soll dann nachher eine Grand Prix-Strecke noch gebaut werden und die soll, haben wir gerade vorher gelesen, 2023 fertig sein. Eben darum. Mal schauen, wie lange das Jeddah noch existiert im Rennkalender und wenn sie ausweichen auf den eigentlichen Grand Prix. Die haben zwar schon angekündigt, dass sie ein paar Sachen noch werden optimiert auf der Strecke, aber rein für die Übersicht. Aber ja, die Frage ist eben auch, ob sich das dann noch lohnt. Aber die haben genug Geld, von dem her denke ich, werden sie es machen, egal ob jetzt dann noch gross weitergefahren wird drauf oder nicht. Ja, das haben sie in der Formel 2, wie gesagt, haben sie schon beklagt und dann haben sie eben mit Monitoren aushelfen. Hat es aber dann nicht bewährt und bei der Formel 1 hat man dann gar nichts gemacht. Dort hat man es halt einfach dann sein und hat halt dann einfach dann das Qualifying beziehungsweise dann das Rennen ganz normal ausgetragen. Und eben zum Qualifying kommen wir jetzt, glaube ich, oder hast du noch etwas von ja, nein, also es ist grundsätzlich, aber es ist ja nicht nur die Monitore, die angeklatscht worden sind, sondern auch die Strecke ist an den Orten ein bisschen verbreitert worden, dass man ein bisschen mehr sieht. Und am letzten Corner beispielsweise, dort, wo der Max einen Crash gemacht hat, hat man es auch weitergemacht, dass einfach der Flow von der Strecke ein bisschen geiler ist. Und ich finde, also Qualifying einfach wieder mal ist richtig geil zum Schauen, wie die Autos bei dieser Strecke dort durchbrattern. Vor allem jetzt mit diesen neuen Regularien haben die extrem viel Tempo durch die Kurven durch. Und für ein Paar ist es halt ein bisschen zu viel Tempo. Es hat relativ gleich schon in Q1 sogar, glaube ich. Ja, in Q1 hat der Latifi schon die erste rote Flagge rausgebracht. Ein Crash, der zuerst mal ziemlich brutal ausgesehen hat, weil er 2 Impacts, also 2 Aufpreller hatte. Aber ihm ist dann nichts passiert. Das ist eigentlich relativ smooth, würde ich sagen, gelaufen. Die 2 Impacts haben auch eigentlich das meiste vom Schock absorbiert. Aber Latifi nachher auch gesagt, er hätte keine Ahnung, was passiert ist. Und das ist nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, wo er das sagt. Ja, was soll ich sagen? Für sein 3. Jahr in einem gleichen Team muss ich sagen, auch wenn es jetzt neue Autos sind, langsam, Jahr. aber 20 ist er reingekommen. 2021, jetzt sind wir im 22, ist sein 3. Jahr. 3. Jahr, scheiße. Also, er hat noch nicht 3 Jahre durch, klar, aber es ist sein 3. Jahr. Und ja, also, das 3. Jahr, also... Nur schon der Crash, alles gut, nur schon der Crash zeigt mir einfach, der muss noch ein bisschen, also der muss jetzt für den Rest des Jahres wirklich etwas liefern, wenn er seine Karriere noch behalten will. Er ist sau sympathisch und er ist kein schlechter Fahrer, definitiv nicht, aber langsam, ja. Ja gut, also er hat ja eigentlich noch Ende letztes Jahr oder beziehungsweise sagen wir mal in der 2. Saisonhälfte 2021 hat er eigentlich schon gezeigt, dass es kann eigentlich. Erst die 2. Saisonhälfte bei Williams jetzt 21 ist ja nicht schlecht gewesen. Hat ja auch noch Punkte geholt in Ungarn und alles. Aber es ist schon so, also der Latifi, also ich sage mal, wenn es mal eine gelbe Flagge gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es der Latifi war. Kann man wirklich so sagen. Und eben in Q1, wie du schon gesagt hast, Heck ist plötzlich rumgekommen dort. Aber Williams hat das ganze Wochenende auch nicht so fit ausgesehen, muss man sagen. Was das anbelangt. Ich weiß nicht, was genau ihre Probleme sind am Auto. Aber ja, ich glaube, Williams ist so auch wieder das Jahr hat so das Team, das ein bisschen hinten nachhinkt. Ich denke aber auch der Mercedes-Motor hilft auch nicht gerade mit von der Leistung her oder von der Performance her. Und ja, apropos Mercedes, seit 2017, Brasilien hat es das nicht mehr gegeben. Und zwar der Lewis Hamilton ist im Q1 schon ausgeschieden. Allerdings muss man da sagen, dass er komplett auf einem anderen Setup noch gefahren ist dort. Also sie haben ja etwas ausprobiert laut Mercedes. Ob das natürlich wirklich stimmt, ist natürlich wieder die zweite Frage. Aber sie haben dann nachher auch aufs Rennen auf, haben zwar viel geändert am Auto, aber alles noch im Rahmen vom Pack Fermé, also dass es keine Strafe gibt. Ja, er ist nur, was ist er gewesen, 15. Schlussendlich 16. sogar, ja, 16. genau. Er wäre ja weitergekommen. Ja, bitter für den Hamilton. Also, es war sicher ein bisschen Klatschen gewesen, also nicht für den Hamilton, auch für Mercedes. Aber Mercedes hat allgemein, eben, wie du schon auch gesagt hast, hat das Wochenende gar nicht stark ausgesehen. Also alle Mercedes-Motoren. Also es war ja nicht nur Mercedes selber gewesen, auch Aston wieder mal einmal mehr schwach gewesen. Williams, schon wie gesagt, hat nicht so gut ausgesehen. Und auch
McLaren hat jetzt auch nicht so super stark ausgesehen, schon besser als in Bahrain, das schon. Aber nicht so, wie man es eigentlich würde erwarten von dem Team. Definitiv nicht, nein. Also ich glaube auch, dass der ganze Mercedes-Motor, der zeigt jetzt halt auch, weißt, all die Teams, die haben natürlich jetzt mit dem Gedanken ihre Autos gebaut, dass Mercedes-Motor schon so lange der stärkste, oder? Und ich denke, das beste Beispiel ist jetzt sicher McLaren dafür, oder? Die hocken jetzt da, haben ein Auto gebaut, das gut im Straightline-Speed ist und sagen jetzt so, Jeddah wird eines von ihren besten Wochenenden sein, weil sie sehr gut in den Straights sind, aber sie haben keine Downforce. Und jetzt sieht man einfach, dass die Teams ein bisschen gestrandet sind. Also die Qualifying Sessions sind wirklich extrem spannend geworden. Also man sieht anhand von der Qualifying auch immer, wo das Team stehen, oder? Und mittlerweile ist klar, Mercedes ist jetzt einfach ein Midfield-Team. Ist vielleicht ein bisschen schwer zum Dran gewöhnen, vor allem für die in der neu drin sind. Wie du gesagt hast, seit 2017 hat es das nicht mehr gegeben, dass der Hamilton mal aus Q1 draussen war. Und das sagt ja da schon relativ viel aus, oder? Nachher... Ja, das ist so, ja. Ja, sorry. Das ist ja so. Ja, also, wenn wir jetzt schauen, wer jetzt alles rausgefallen ist, also eben der Hamilton ist rausgefallen, der Albon ist rausgeflogen, im Williams, Hülkenberg ist rausgeflogen im Q1, Latifi ist rausgeflogen und Tsunoda, der hat aber ein Problem gehabt. Tsunoda hatte ja das Problem gehabt, der ist ja glaube ich 2 Runden gefahren, aber keine Zeit gefahren in dem Sinn, sondern nur eigentlich so Installation Labs hat er gemacht und dann ist er in die Box und hat müssen aufhören. Also eben, eigentlich alles Mercedes-Motoren. Also, ja, das ist schon krass. Also, ist schon echt bitter, Mercedes momentan. Aber im Q2 ist dann nachher noch mehr abgegangen, sagen wir es mal so, nett ausgedrückt. Man kann wirklich sagen, die Qualifying Sessions, die sind genauso spannend, wenn nicht sogar wie spannender als Rennen selber. Ich denke, man muss gar nicht viel sagen, bis zu dem Punkt, wo der Schumacher eigentlich in die Wand hineingeprasselt ist. Ein sehr heftiger Impact. Weißt du gerade, wie viele Gs das waren? 33. 33 Gs. Faden gerade in eine Betonwand rein. Die Wand ist verschoben worden durch den Crash. Das Auto halbiert. Das Getriebe ist hinten rausgefallen. Also wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so ein demoliertes Auto gesehen wie das. Also ähnlich wie im Grosjean sein Crash, jetzt rein von der also wie das Auto dort gelegen ist, nachher hättest du wirklich so, wo nur das Heck war, ist so denken, so, Alter, die Bilder kommen mir ein bisschen bekannt vor. Vor allem auch die Distanz, wo das Auto noch vorgerutscht ist. Also ich habe gerade nach dem Crash habe ich vom Bottas und vom Leclerc, die sind gerade hinter ihm gewesen, habe ich Dings geschaut, die Onboard-Kamera. Und das sind fast 100 Meter, 200 Meter, wo der noch weiter vorgerutscht ist. Ja. Also wirklich extrem, der Crash. Er hat sich relativ schnell schon bewegt im Cockpit. Er hat sein Visier angetan. Aber man hat sehr lange eigentlich nicht gehört, weil also das Auto war gerade so kaputt gewesen, dass das Haas-Pitwall eigentlich keinen Kontakt mit zum Schumi hatte. Und das ist nachher auch für uns Zuschauer gar nicht angenehm gewesen. Ich meine, die rote Flagge ist irgendwie locker 40 Minuten gegangen, wenn nicht noch mehr. Und wir haben sicher 30 Minuten oder so keine offiziellen Infos gehabt. Man hat schon da und da mal gehört, ich habe auch gehört, wie der Christian Horner im Max gesagt hat, dass es um gut geht, an der Pitwall. Aber du kannst halt nicht darauf gehen, bis wirklich das Team ein Statement raushält. Oder? Und das ist wirklich, habe ich da vielleicht sogar Zeit. Ich glaube, das ist fast eine halbe Stunde später passiert erst. Ja. Also wirklich. Es ist schon recht lang gegangen, aber eben, wie das überhaupt passiert ist, also es ist jetzt irgendwie so gewesen, dass das Auto plötzlich irgendwie gespuckt hat oder so. Also es war wirklich ein Fahrfehler gewesen. Er hat die Kurve vorher, es war eigentlich auf dem Curb, aber ist er ausgerutscht, beziehungsweise zu weit auf dem Curb aber um ein paar Zentimeter. Und da ja die Autos hinten jetzt relativ tief sind und nicht mehr so hoch sind wie die vorherige Generation, hat er natürlich aufgeschlagen und hat sozusagen wie das Auto schnell kurz in die Luft aufgenommen und ja, wenn die Räder nicht mehr so genau guten Kontakt haben wie sonst, ist es logisch, dass die Wegteilt bei dieser Geschwindigkeit ist mit über 270 km/h in die Wand hinten reingetonnen, also mit dem Heck. Und das ist natürlich dann auch krass, die Autos haben vorne, also
wirklich ums Cockpit herum ist die Crash-Struktur wirklich sehr gut, aber beim Heck hinten eigentlich nicht so. Es hat auch seinen Grund, weil hinten ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn es kaputt geht. Es geht ja in so einem Crash in ersten Fällen eigentlich ja nur darum, dass der Fahrer geschützt wird. Aber er ist natürlich eben halt hinten eingeschlagen, hinten nicht so gute Crash-Struktur, ist natürlich alles hinten aufs Auto draufgeschlagen. Die Mauer ist im Fall um 45 cm verschoben worden. Ach. Und man muss sich mal vorstellen, das war ein richtiger Betonklotz gewesen. Das hat auch keine Protection Wall gehabt. Es war wirklich rein Beton gewesen, wo er reingedonnert ist. Und ich weiß nicht, wie schwer das so ein Element ist von dieser Betonwand, aber das wird schon ein paar Tonnen haben. Also wie viel Kraft auf die Betonwand kommt, ist schon extrem und aufs Auto. Und eben wie du gesagt hast, ist in die Wand reingedonnert, nachher noch in die andere Wand gegenüber auch noch reingetatscht und noch ein bisschen hinterher geschliffen, dann eben ein paar 100 Meter. Und ja, es hat dann nachher von der Formel 1 jetzt ein paar Cockpit-Aufnahmen noch gegeben. Also man sieht dann einfach gerade, wo man sieht, okay, verliert das Auto, hat er gerade die Hand zu sich genommen, also das Lenkrad losgelassen. Das war auch richtig, weil eben, da kannst du auch so schnell eine Hand brechen, wenn es wirklich blöd kommt, wenn das Lenkrad so umreißt. Und ja, das Auto hat es zweiteilt eigentlich. Lustigerweise hat dann Haas hat schon so eine erste Inspektion gemacht vom Auto und scheint sei der Motor noch gut, haben sie gesagt. Die Batterie sei noch gut und noch irgendein Teil sei gut. Also ganz erstaunlich, dass der Motor den Aufprall soll überlebt haben. Also ich glaube es ist nicht dran, es ist auch nicht offiziell irgendwie so wirklich zu 100% die Aussage, aber sie haben so einen ersten Blick drüber geworfen und haben gesagt, der Motor hat es überlebt. Einfach das Getriebe ist hinüber. Neu ist auch das Jahr so, dass man einen Pool hat von Getrieben. Also man darf das Getriebe 4-mal wechseln in der Saison, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist nicht mehr so, dass das Getriebe muss 6 Rennen haben, sondern man kann sagen, ich tue nach dem ersten Rennen schon das Getriebe wechseln, straffrei. Man hat einfach nur 4 maximal zur Auswahl, eigentlich wie bei den Motoren und bei den anderen Verschleißteilen sozusagen. Und ja, mal schauen, ob der Motor wirklich das verhebt hat. Also ich hoffe jetzt nicht, dass sie den gleichen Motor drin lassen und dann nachher hat er in Australien auch wieder ein Problem, weil irgendwie gleich noch ein Schaden für kommt. Ich hoffe, dass sie schon genau darüber schauen. Und ja, das Krasse ist neben der Mick hat ja, nachdem dass er hat ja keinen Funkkontakt gehabt, weil ja alles wirklich, das Auto ist komplett auf Null runtergefahren. Also das Auto war gerade ausgeschaltet gewesen mit Elektronik, alles drum und dran, hat keinen Funk rausgeben. Der Krankenwagen ist gekommen und ist dann nachher zuerst mal ins Medical Center gekommen, hat dann nachher seiner Mutter angerufen. Im Medical Center ist durchgecheckt worden und ist dann nachher aus Sicherheitsgründen, einfach zum nochmal abklären, ob er innere Verletzungen hat, noch in ein Spital geflogen worden. Dort ist er dann aber auch zur Nacht dann rausgelassen worden wieder, weil er fit war eigentlich, oder man hat keine Verletzung nachweisen. Er hat dann auch noch auf Social Media einen Post rausgelassen, dass es ihm gut geht. Und am nächsten Tag ist er dann schon wieder an der Strecke gestanden und hätte auch rein theoretisch dürfen fahren. Da finde ich eben das Krasse. Er hätte dürfen fahren. Aber zum Glück, da muss man aber auch wirklich Haas loben dafür. Für einen gesunden Menschenverstand. Sie haben gesagt, nein, wir ziehen das Auto zurück. Wir tun jetzt das unseren Mechaniker nicht an, dass sie noch irgendwie, weiss ich wie lange Nachtschicht müssten machen, dass sie das Auto könnten wieder herstellen und eventuell am nächsten Tag gleich wieder ein Problem hätten und das Auto müsste retiren. Das wäre einfach Zeit, die sie würden verschwenden, Energie, die sie würden verschwenden, Ersatzteile, die sie würden verschwenden, wo sie nicht gerade alles hätten wahrscheinlich. Also von dem her hat es Haas oder beziehungsweise Günther Steiner hat es schon richtig entschieden, in meinen Augen. Definitiv. Also es sind aber vor allem halt auch Ersatzteile, die sie verschwenden. Ich habe aber auch noch gehört, sie hätten grundsätzlich nicht genug Teile, wenn jetzt nochmal ein Crash würde passieren, und das ist in Jeddah eher wahrscheinlich, dass es nochmal klopft, oder? Was, ja, na gut, kommen wir noch dazu. Auf jeden Fall, sie hätten bei einem weiteren Unfall nicht mehr genug Teile gehabt für Melbourne, also je nachdem, was halt kaputt geht, oder? Und wegen dem, das hat nachher sicher auch noch, ist auch noch ein grosser Faktor gewesen, trainieren eigentlich. Ja, also ich denke, was man da sicher auch noch mal muss sagen, oder? Also, wir haben schon riesige Diskussionen gehabt beim Halo, wo da reingekommen ist, wegen schön und nicht schön etc. Jetzt sind die Fahrer auch ziemlich am Diskutieren wegen dem Gewicht vom Auto. Und ja, okay, klar, Fahrverhalten wird nicht mehr so angenehm sein, aber da war jetzt auch wieder mal der Beweis gewesen,
oder das Hauptgewicht oder ein Großteil von dem Gewicht, das jetzt dazugekommen ist wegen der neuen Crash Impact Structures. Also, ja, wie kann man das auf Deutsch sagen? Die ganze... Ja, die Crash-Struktur einfach vom Ja, Auto. einfach, dass sie das Zeug mögen verleiden. Oder ist deutlich verbessert worden und sie sind wegen dem, also nicht nur, aber grosser Teil wegen dem auch so schwer geworden. Und man hat einfach wieder gesehen, dass das die richtige Entscheidung ist. Weil, oder wenn man jedes Jahr für mehr Sicherheit pusht, dann hat man jedes Jahr die Möglichkeit, ein Leben zu retten. Ganz einfach. Und das ist in meinen Augen wieder bewiesen worden, dass die Sicherheit in diesen Autos einfach auf einem ganz anderen Standard sind heutzutage. Es ist wirklich, es ist schön zu sehen, muss ich wirklich sagen. Auch wenn die jetzt ein bisschen schwerer und ein bisschen grösser sind, die Autos, mit dem kann ich leben, wenn wir dafür nicht mehr so Geschichten haben wie bei einem Ayrton Senna. Oder? Das ist wirklich nicht mehr vergleichbar. Ja, also man muss sagen, vor 30 Jahren so einer wäre nicht ausgestiegen. Nein, auf keinen Fall. Und eben, oder nicht ohne Verletzung mindestens. Ja, aber du musst dir das eben mal vorstellen, du hast einen Crash mit über 270 Sachen, 33G und steigst aus, oder beziehungsweise, wirst natürlich rausgenommen von den Sanitätern, aber am nächsten Tag stehst du und sagst, du hast keine Schmerzen, das geht dir gut. Genau. Und ich meine auch der Grosjean, 2020 hat einen Unfall gehabt, das Auto verreist, er ist in Flammen, dort hat sogar über 50G gehabt. Der Crash dort, der war noch stärker, glaube ich, habe ich gemeint. Ja, das ist 51, glaube ich. 51 oder so, genau. Und eben, ein bisschen Verbrennungen an der Hand, blöd gesagt. Und das auch nur, weil in dem Jahr, das war das letzte Jahr, wo sie die Händchen noch nicht ersetzt haben auf den gleichen Standard, wie es der Suit schon ist. Also wäre der Crash ein Jahr später passiert, hat er nicht einmal Verbrennung an den Händen gehabt. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja, natürlich, weisst ja nie, wie es effektiv ist. Genau. Ich meine, also ein guter Beweis ist auch im Bulag Bassi sein Crash, am gleichen Ort, mit weniger G, und er hat eine Hirnerschütterung gehabt und der Mick nicht. Gar nicht hat er gehabt, oder? Also, es ist einfach krass. Es ist wirklich krass. Also ich meine, wenn du mit einem Strassenfahrzeug, wenn es dich so verräumt mit diesen Kanten, der besteht. Also in den meisten Fällen besteht. Und in der Formel 1 hast du einfach mittlerweile so sichere Autos, dass du eben diesen Sport mit diesen Geschwindigkeiten kannst einigermaßen, sagen wir jetzt mal, sicher betreiben. Und eben, es ist einfach unglaublich. Und also da muss man auch wirklich den FIA loben für die Sicherheit-Instrumente, die sie mittlerweile überall eingeführt haben und alles drum und dran. Und übrigens, das war das Monocoque, wo auch noch gut sagen scheint. Also so auf den ersten Blick von Haas. Nein, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch gut ist. Er ist so ein bisschen Heck und seitlich eingeprallt. Ja, aber Crash-Strukturen sagen komplett tot. Also die haben ihren Zweck erfüllt. Aber das Monocoque sage ich nicht gerissen oder so scheint es. Es ist ja auch noch mal verstärkt worden, wieder das. Ja, das stimmt. Ja. Also, ja. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles so Angaben von Haas über einen ersten Blick. Ob es wirklich so ist, das kommt erst wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen raus. Ja, fix. Also eins ist klar, es wird auf jeden Fall relativ viel Zeit brauchen, um das Auto wieder zu flicken. Es hat auch viel Zeit gebraucht, bis wir wieder gestartet haben. 21:40 ist es weitergegangen. Das ist, also zu dieser Zeit hat eigentlich das Qualifying schon vorbei sein und wir haben auf die Mitte von Q2 gehabt. In Q2 hat sich dann eben auch abzeichnet, was McLaren gesagt hat, dass ihre Straightline-Speed oder dass sie Straightline-Speed ausgelegt sind, und sie haben nachher auch P11 und 12 belegen. Der Joe wieder mal starke Leistung, hat es auf P13 geschafft in seinem zweiten Qualifying. Ich bin dann noch gespannt, wie es in Melbourne ist. Da fährt er dann mal eine Strecke, wo er noch nie gefahren ist. Und der Schumacher hat trotz dem Crash sich immer noch schneller als der Stroll. Ja. Also, das ist schon bitter, ey. Ja, das ist sehr, sehr bitter. Also und, ist so. Ja, von einer bittersüßen Story, na gut, bittersüß eigentlich nicht, ja, mal vielleicht wegen der Sicherheit, die wir mittlerweile haben, aber von einer grossen Story sicher in die nächste grosse Story, Q3. Also, was für eine geile Session war bitte Q3 gewesen? Ein richtiges Kräftemessen von Red Bull und Ferrari. Durch das ganze Q3 durch, die haben sich wirklich Zeiten geliefert, links und rechts immer wieder. Das war extrem spannend zum Zuschauen. Ja, also wirklich sehr krass war das Q3. Was man auch wieder muss erwähnen muss, sehr stark Magnussen ins Q3 gekommen und auch Valtteri Bottas im Q3 gewesen.
glaube, der Magnussen ist aber dann nicht mehr so wahnsinnig stark gewesen, aber ich glaube, es hat auch wieder ein kleines Problem gehabt. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendetwas hat er gehabt. Also er hat sich ja schlussendlich auf P10 qualifiziert. Gasly war noch vor ihm gewesen, und dann ist der Bottas auf P8. Ist eigentlich auch gut gewesen. Aber ja, was spannend war, ist wirklich halt vorne gewesen, also von P4 darauf. Und ich sage mal so, es hat so am Anfang ausgesehen, als würde der Leclerc Pole holen. Und man muss aber vielleicht noch vorher sagen, der Max Verstappen, der hat recht schlechte Runs gehabt. Also er hat sich auch nicht können erklären, wieso das nicht so schnell war. Er ist schon am Moment des Tages auf P4 gelandet. Aber nachher, ich weiss noch, ich habe es geschaut, also gesehen, okay, ja, Leclerc erste, nachher Sainz zweite. Dann sage ich so, okay, ja, und dann höre ich einfach so, oh, jetzt kommt Perez. Und dann kommt der Keib über den Zielstrich rein und reiht sich noch vor dem Leclerc Sainz rein. Und das Ganze mit 200 Vorsprung. Also der Perez ist mit einer 1,28,200 reingekommen oder über den Zielstrich gefahren und der Leclerc mit einer 1,28,225. Also unglaublich, so nah beieinander. Also da muss man sich vorstellen, da ist der Leclerc in einer Kurve vielleicht ein paar Zentimeter, wenn überhaupt Zentimeter, weiter rausgefahren. Oder er hat vielleicht an einem Ort 1 Millisekunde, 2 Millisekunden später aufs Gas gegangen. Also das sind so kleine Differenzen, das ist abartig. Das ist wirklich abartig. Aber was dann natürlich krass ist, ist, dass der Sainz 2 Zehntel hinter nachgefahren ist. Nochmal. Also 2 Zehntel ist in der Formel 1 schon wieder viel, muss man sagen. Und der Verstappen mit auch 2 Zehntel, also mit 0,26. Und danach ist der Ocon gekommen, der ist mit 8 Zehntel, da ist schon wieder eine rechte Gap dazwischen. Also man sieht schon, wo Top-Teams momentan sind oder wer Top-Teams sind und wer schnell fährt. Also das Qualifying absolut insane gewesen. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, rein einfach die Leistung, wo der Checo angebracht hat. Oder er ist wirklich im Qualifying vor allem ist er gefahren wie immer und er ist immer so P4 umeinander geschwadert und so. Und man hat einfach gesehen, also ich habe das Gefühl, der Checo und der Max sind in einer Beziehung die perfekten Teammates. Nämlich, dass sie so verschiedene Fahrer sind, wenn der Max mal versagt, ist der Checo einfach Strecken, wo der Max Mühe hat, kann der Checo gut, weil wo der Max wirklich Mühe hatte, war mit den Reifen gewesen. Und etwas, was der Checo schon immer gut können, ist die Reifen kontrollieren. Und ich glaube, das ist auch das, was ihm die 14. Unterschied gegenüber Max jetzt auch gebracht haben. Also, du musst dir jetzt mal vorstellen, der hat im ersten Jahr jetzt eine durchschnittliche Gap zum Max gehabt von etwa 4 oder 5 Zehntel. Jetzt ist es einfach bei 0. Ja. Weil, also, viel stärker geworden. Viel stärker geworden und das zeugt in meinen Augen auch wirklich, dass er sich gefunden hat in dem Team und das Team auch wirklich happy ist mit ihm. Was ich noch spannend gefunden habe, der Crofty hat noch einen kleinen Fact gebracht und das wäre halt noch geiler gewesen, wenn er nachher im Rennen noch, da kommen wir nachher dazu, aber auf jeden Fall ist das in seinem 11. Jahr hat er es endlich geschafft, mit der Nummer 11 auf dem Podium zu oben Pole zu holen. Und das Rennen hat in Mexiko am 11 Uhr am Morgen gestartet. What the fuck? Also das wäre das perfekte Wochenende für den Checo, dann auch sein erste fast Grand Slam eigentlich zu holen. Also ich muss sagen, für mich ich werde immer relativ emotional bei so Sachen, weil ich bin ja nicht einer, der grossartig ein Team oder ein Fahrer supportet. Und wenn ich so etwas sehe, ich meine, Checo, der hat das schon lange verdient, mal Pole Positions bekommen. Ich habe es einfach wirklich mega, mega schön gefunden. Man hat auch wieder von seinem Radio-Call nachher gehört, das hat ihm extrem viel bedeutet und auch das Team steht 100% hinter ihm. Und es ist genau das, was ich sehen wollte. Ich meine, man hat Ferrari zuoberst oben mit Red Bull, 2 wunderbare Teams, die wirklich viel Geschichte haben können bringen in diesen Sport. Und sie sind es einiges mehr voll am Ausbeddeln und sie sind die Einzigen, die eine Chance haben. Also 8 Zehntel bis zum nächsten Team. Klar, es ist eine High-Speed-Strecke, aber 8 Zehntel im Qualifying. Das hat man nachher auch im Rennen ganz klar gesehen, dass einfach, also Mercedes ist mit der Pace, so wie der Russell gefahren ist, die sind wirklich, der Toto hat gesagt, im No Man's Land, also das ist ja in einer Kriegszone dort, wo eigentlich niemand sollte sein.
Und dort sind sie so. Die sind nämlich genau, sie sind vor allen im Mittelfeld und sie sind trotzdem etwa 6 Zehntel entfernt von den Red Bulls und den Ferraris. Und das ist wirklich, es ist extrem spannend zum sehen, wer es so noch wird darüber rauskommen. Ich meine, über den Verlauf von der Saison wird jetzt einfach ganz klar einerseits die Entwicklung viel darüber aussagen, aber ich habe eben auch das Gefühl, dass die Reliability die Saison wird entscheiden. Ich habe das Gefühl, wegen dem wird Ferrari dann auch schlussendlich gewinnen. Ja, anyway. Ja. Also wenn ich da noch etwas anfügen, wegen deinem Fun Fact von Crofty, wie heisst der Helmut Marko und der Perez haben im Fall noch vor dem Qualifying noch gescherzelt, dass er auf Pole fährt. Und dann hat Helmut Marko ihm gesagt, wenn du auf Pole fährst, kriegst du einen Bonus über. Und dann fährt er einfach auf Pole. Und dann hat einer von Sky hat ihn dann gefragt, ja, was jetzt der Bonus sei. Und dann hat er so gesagt, ja, das müssen sie sich jetzt mit ihm noch anschauen, ob es eine Geldsumme ist oder irgendetwas anderes. Aber wir werden uns da sicher einig werden. Also finde ich richtig geil, dass er wirklich auch noch das Versprechen eigentlich in dem, oder so ein ironisches Versprechen einhalten. Aber eben, Jason Perez hat es absolut gegönnt. Absolut gönnt. Verdient auf Pole, eben nach so langer Zeit mal eine Pole Position auswählen. Der erste Mexikaner, der auf der Pole Position steht, absolut verdient. Absolut. Er hat dann nachher, also wirklich das ganze Wochenende einen super, super Job gemacht. Der Race-Start hat er extrem gut gemacht. Er hat ja normalerweise immer ein bisschen Mühe mit dem Rennstart, aber er hat dort wirklich sich super positioniert. Der Leclerc hat zuerst innen durch nicht geklappt, hat außen durchgehen und hat nachher den Sainz fast an die Banden rausgedrängt. Ja, das hat übrigens dann nachher im Sainz Position gekostet gegenüber dem Verstappen. Verstappen ist wegen dem vorbeigekommen. Und von dort her hat man auch wieder gewusst, das wird wieder einfach genial zum Zuschauen. Also die ganzen ersten 16 Runden ist wirklich zwischen Perez und dem Leclerc etwa 1,5 Sekunden gewesen. Nachher etwa 3 Sekunden Abstand. Danach hat es 1,5 Sekunden zwischen Verstappen und dem Sainz gegeben. Und wir haben einfach gewusst, das wird rein strategisch und auch fahrtechnisch ein mega spannendes Rennen. Weil man hat auch sofort gesehen, dass die neuen Regularien wirklich, also in Jeddah haben sie in meinen Augen bewiesen, was sie machen sollten, haben sie geschafft. Ja, die das funktioniert. Super nah aneinander oder nebeneinander, voreinander, hintereinander fahren. Sie können Zeit aufholen. Und obwohl der Slipstream nicht mehr so gut ist, wie der Windschatten nicht mehr so gut ist, wie er früher war, es hat immer gelangt, zum super spannendes Racing zu präsentieren. Ja, das ist so. Also, wir gehen nochmal ganz kurz vor dem Start, nur dass man es erwähnt hat, Yuki Tsunoda leider mit viel Pech. Ach, ja, der Armkeif hat nicht mehr können. Ich vergesse nicht die ganze Zeit. Der Armkeif hat nicht mehr starten. Also dem sein Motor hat schon vor dem Start gestreikt und hat nicht können starten schlussendlich. Aber eben, wie du schon gesagt hast, der Start war wirklich spannend gewesen. Was ich auch noch richtig spannend gefunden habe, das ist eigentlich so, was sich also einerseits absolut unverständlich aus Teamsicht, aber für die Zuschauer richtig spannend. Und zwar das Battle zwischen Ocon und dem Alonso, also wie die gefahren sind. Also dort habe ich gedacht, jetzt klopft es dann einmal. Also wie die gefahren sind, wirklich abartig. Es war wirklich geil zum Zuschauen, aber rein teamtechnisch für die Strategie. Also bärenweich, wirklich bärenweich. Also, du kannst es nicht anders sagen. Bottas hat so gut hinten dran. Ja, der hat nur gewartet, bis ein Fehler passiert oder bis er neu auffahren und selber überholen. Aber also ich weiß nicht, was die genau überlegt haben. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, das Interview mit dem Schaffnauer? Einfach während dem Rennen? Während dem Rennen, ja. Die hat ihn ja gefragt, was das genau soll geben jetzt da. Was der Sinn dahinter sagt. Und er hat so gesagt, also, ja, das ist alles irgendwie so wie geplant und abwarten und so. Ja. Wir lassen sie fahren, weißt du, let them race und so. Aber also das Beste ist, etwa 2-3 Minuten nachdem er das gesagt hat, hast du einen Kameraschnitt gesehen von ihm, wie er den Kopf am Schütteln ist. Also ich glaube, so platt ist es nicht gewesen. Nein, das definitiv nicht. Aber er hat es einfach nicht zugeben, dass sie, weil ja, Alonso in Schachhalt ist halt sicher schwierig. Und Ocon ist auch einer, der sich nicht gerne überholen lassen will. Ich meine, der ja auch oft gezeigt mit dem Perez zusammen bei Racing Point an und dazu mal. Also das sind schon, sagen wir mal, 2 Hitzköpfe. Aber es ist zum Zuschauen ist wirklich geil gewesen. Und eben halt auch
das nicht beieinander fahren. Das Geile ist halt wirklich, früher war das immer so gewesen, wenn dich hinten dran schneller Auto überholt hat, ist er an dir vorbei und ist weg. Und jetzt ist es wirklich immer noch so, dass, also in Saudi-Arabien hat man es wirklich oft gesehen, dass du wirklich die Chance noch hast, wieder zurückzukommen und wieder zurück überholen. Also das Racing ist halt wirklich da und das ist wirklich geil. Das ist wirklich sehr geil gemacht. Und ja, das Battle hat sich dann über, ja, was sind es gewesen, etwa 2-3 Runden, so, Nein, noch mehr. sogar noch mehr, hat sich das... 5 Runden, wo wir, obwohl die Leaders extrem nahe waren, keinen einzigen Kameraschnitt von den Leaders bekommen haben und auch nicht gebraucht haben. Ja, also es war wirklich nur zwischen Ocon und Alonso gewesen, und nachher hinten dran ist neben mal der rot-weiße Alfa Romeo auftaucht. Aber dort muss man schon sagen, der Bottas, der ist wieder neu hergefahren und hat sich dann immer wieder gelöst. Was so schon ein bisschen eine Andeutung war auf seinen Ausfall, den er wahrscheinlich eben, oder ja, er hat ja den Ausfall gehabt. Und ja, sie haben ihm auch gesagt, dass er den Motor muss coolen, und das ist genau auch das gewesen, was ihm das Rennen gekostet hat. Genau, aber bevor wir eben zu diesen Ausfällen kommen, die später passiert sind. Runde 16. Ja, Runde 16, ja. Runde 16, eine der schmerzhaftesten Runden, die ich jemals live habe geschaut. Nein, schon nicht gerade. Aber es ist wieder mal Latifi. Wirklich, muss man jetzt auch gesagt haben, ganz schnell, ein dummer Crash. Also ich weiss nicht, ob das Auto wirklich so unkontrollierbar ist, aber ich kann mir es nicht vorstellen, weil der Albon, mich denkt, es hat das Auto hure gut im Griff und der ist ein Jahr lang nicht gefahren. Und auch der Latifi hat nachher im Interview mega unsicher getönt, also wirklich fast ein bisschen Kloß im Haus gehabt. Letzte Corner, Exit, viel Gas gegeben, das Auto hat gesnappt und er ist gerade aus den Banden, wirklich fast 1:1 gleich wie Abu Dhabi 2021. Und ja, das Problem war, Taktikspiele haben genau dann natürlich angefangen, oder? Der Leclerc und der Perez haben in den Teamradios ein bisschen geschnurrt über Taktik, und dann Leclerc hat nachher aufwendig gesagt, consider box to overtake. Box to overtake bedeutet in der Formel 1 so viel wie, wenn er pittet, pitte ich nicht, wenn er nicht pittet, pitte ich. Also einfach entweder einen Overcut oder einen Undercut machen, um dir einen Vorteil gegenüber dem vorderen Fahrer rauszuholen. Beide Teams säckeln raus. Leclerc, sein Team, also Ferrari, sagt ihm Box to overtake. Red Bull geht rein. Leclerc bleibt draussen. Und genau dann, Runde 16, passiert eben der Crash. Das hat ihm Perez das ganze Rennen ruiniert. Der ist auf P4 hintergedroppt, weil alle anderen unter dem... Ist es ein Virtual Safety Car gewesen zuerst, glaubst du? Es ist geschaut, die ersten 2 Minuten war VSC gewesen, ja, genau. Und dann nachher ist Safety Car gekommen. Nachher ist Safety Car gekommen. Und dann, ja, ist er halt einfach auf P4 gewesen. Dann hat Leclerc den Lead übernommen vor Verstappen und nachher der Sainz. Also das war genau. P4 gewesen. Auf dem P5 haben wir dann Russell gehabt, der ist das ganze Rennen dort rumgetrollt, im Niemandsland, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und unten durch, ich weiss gar nicht, ist dort irgendetwas Spannendes passiert? Nein, aber was noch war, ist, der Perez war schon eigentlich zuerst auf P3 gewesen. Er ist schon mit der Safety Car Line schon nachher noch gekommen. Genau, das habe ich ganz vergessen. Ja, es ist so gewesen, dass ja eigentlich, also der Sainz ist gekommen und also nicht die Box, er ist auf der Strecke gewesen, aber der Perez ist aus der Box gekommen und ist die Safety Car Line dort gewesen. Und an der Safety Car, also wenn Safety Car draussen ist, darf der zuerst über die Linie fährt, auch vor dem Fahrer sein, der eben entweder aus der Box kommt oder halt auf der Strecke war. Der hat Anrecht auf die Position. Und dann war es so gewesen, man muss aber auch sagen, bei Saudi-Arabien ist es ein bisschen kacke gemacht mit dieser Safety Car Line, weil es halt gerade in einer Kurve in ist eigentlich. Jedenfalls ist es so, dass der Sainz wirklich ein Spürchen eher über die Safety Car Line reingefahren ist als der Perez. Und dementsprechend wäre er auf P3 gewesen. Und der Perez auf P4. Und dann ist aber der Perez vor dem Sainz hineingefahren, also gerade eben umgekehrt. Und dann sind die lange so hintereinander nachgefahren. Dahinter ist eigentlich nichts gross passiert, glaube ich. Also einfach halt ein paar haben Pitstops gemacht. Dings war krass gewesen.
Nein, das mit dem Hamilton war später. Das war noch nicht in dieser Safety-Car-Phase oder Phase, das war später. Es war auf jeden Fall so, es hat dann den Restart gegeben. Und es hat auch ein paar Funke gegeben. Also der Sainz hat sich beschwert, hat gesagt, hey, er muss mich vorbeilassen. Ich muss auf P3 und er muss auf P4. Und das ist dann auch passiert, aber erst nach dem Restart. Und das ist auch, da hat sich dann der Binotto aufgeregt, auch der Sainz hat sich darüber aufgeregt und das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil so hat natürlich eigentlich rein theoretisch der Sainz können den Verstappen angreifen, hat aber ja nachher der Perez noch dazwischen gekommen. Der Perez hat ihn dann einfach nach Turn 1, 2 hat ihn vorbeigelassen. Das ist der Call von Red Bull. Und der Red Bull hat wahrscheinlich einfach halt lang gewartet gehabt, bis halt die FIA sagt, hey, jetzt musst du ihn vorbeilassen, sonst müssen wir euch eine Strafe geben. Und das war in meinen Augen ein bisschen ein Fehler von der FIA. Dort hätte es unter der Safety-Car-Phase das machen. Einfach halt, dass es wirklich fair ist. Man könnte aber auch rein theoretisch sagen, also der Sainz ist auch noch darauf angesprochen worden in der Media-Session nachher. Hat gesagt, ja, für den Perez ist es ja auch schlecht gewesen. Er hätte ja nachher vom Gas mich vorbeilassen. Er hätte ja am Restart auch mich angegriffen und hätte sich P3 wieder zurückholen können. Ist ja eigentlich für ihn auch, blöd gesagt, unfair. Er hat dann eigentlich, ja, ist vor mir gewesen, hat mich eigentlich können, blöd gesagt, nur ein paar Sekunden aufhalten und hätte mich müssen vorbeilassen. Also auch nicht schlau gewesen von Red Bull. Und kann ich absolut nachvollziehen, dort hätte man halt müssen wirklich eigentlich anders reagieren in meinen Augen von den Stewards oder beziehungsweise halt von der Race Control her. Aber ja, ist halt so passiert. Ja, das Problem mit dem Ganzen ist halt auch, er kann ihn nicht unter dem Safety Car durchlassen, solange ihm die FIA nicht das Okay gibt für das oder ihm das befiehlt. Und ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es hat sich eben auch geändert vom Regelwerk her. Ist es ja jetzt das ja nicht mehr so, dass die FIA im Team oder in den Teams sagt, du lässt jetzt den vorbei, etc. etc. Das müssen jetzt Teams selber untereinander ausmachen. Und da hat Red Bull keinen offiziellen Call bekommen, dass sie das machen müssen, unter der Safety-Car-Phase. Ja, sie haben schlecht den Sainz vorbeilassen und dann nachher hätten sie es nicht dürfen. Und der Sainz hat nachher die Strafe dafür bekommen. Stell dir vor, wie behindert das gewesen wäre. Ja, ich denke aber auch, da kann man jetzt einen gesunden Menschenverstand von der Race Stewards dann appellieren. Ich glaube nicht, dass dort eine falsche Entscheidung getroffen worden wäre. Ja. Aber man hätte schneller entscheiden oder schneller das anschauen. Das unbedingt. Respektive Red Bull hat auch an der FIA, na gut, wir hören ja Teamradios nicht mehr, gell? Also 20er-Saison. Es wird sicher gefunkt worden dort. Ich glaube schon, dass die auch gefunkt haben und geschnorrt haben. Und vielleicht ist es auch FIA-Entscheid gewesen, aber ich stimme dir absolut zu, das musst du während dem Safety Car machen. Weil es bringt beiden nichts. Es ist für alle schlecht und man hat gesehen, durch das haben die etwa 3 Sekunden Gap nachher gehabt, wo sie nicht mehr grossartig aufgeholt haben. Ja. Oder und wenn sie die 3 Sekunden Gap nicht gehabt hätten, hätten sie vielleicht bis ins DRS drinnen bleiben und dann hätten sie vielleicht auch noch eine Chance gehabt, sich im P2 oder 3 noch zu snatchen eigentlich, oder? Ja, aber du weißt ja nicht, wie es Rennen ausgegangen wäre, wenn der Perez, wenn der Sainz nicht hinten dran gewesen wäre, oder? Weißt du nicht, der hätte ja auch noch ein geiles Battle gegeben, oder? Das ist ja so. Darum, ja. Ein bisschen schade, aber der Restart ist erfolgt und ist auch eigentlich kollisionslos erfolgt, kann man sagen. Muss man generell sagen, es war sehr gut gewesen, keine Collisions. Ja, also dass es kein Red Flag gegeben hat in diesem Rennen, ist sehr, sehr erstaunlich gewesen, muss man sagen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, ich glaube, im letzten Podcast haben wir noch gesagt, es wird sicher eine geben, aber gar nicht geben. Ja, da sind sie eigentlich relativ lang auch weitergefahren, habe ich gemeint. Es hat noch mal ein bisschen Action gegeben. Es hat durch den Safety Car hat es natürlich die Hard Runners, also die mit dem Hard angefangen haben, vorgespielt. Das war Magnussen, Hamilton, Hülkenberg und Ricciardo, glaube ich. Hülkenberg, ja. Hülkenberg, ich sage immer Hülkenberg wegen dem Englischen, ist schlimm. Und dann ist etwas gekommen, wo ich mir, wenn ich mir das vor einem Jahr angelassen hätte, hätte ich mir selber nicht geglaubt. Ein Battle zwischen Magnussen und Hamilton über etwa 4 Runden. Ja. Also ein Haas mit dem Mercedes am Kämpfen. Die haben ein paar Mal Positionen gewechselt. Das war wirklich sehr stark von beiden. Super Racing, mega spannend zum Zuschauen. Und nachher ist, wie du gesagt hast, so ein bisschen eine Durststrecke gekommen, wo das Rennen ein bisschen stagniert hat.
Es sind einfach die Fahrer, die auf den Hards waren, sind ein bisschen runtergedroppt. Gerade der Hülkenberg, der ist dann von von P9 wieder runter auf P12 oder P13 geht sogar. Bis Runde 35. Ja, also man muss eben da noch sagen, die auf den Hards sind, und das hat auch mal einen Funk gegeben, glaube ich, an wen ist es? Alonso? Ich weiß gar nicht mehr an wen. Aber viele, die eben auf den Hards sind, haben wirklich auf ein neues Safety Car tendiert. Er hat das natürlich brutal profitiert durch das durch, weil die halt mit den Hards unterwegs sind. Und hat dann noch gut pitten, weil das Feld hat sich ja dort auch noch mal ein bisschen auseinandergezogen. Die hätten schon ein bisschen profitiert, aber die sind teilweise eben auch schon zu lange auf diesen Hards gewesen. Du hast ja gesehen, sie können auch die Pace nicht mehr mitgehen. Und dann nachher hat es eben so angefangen, dass der Alonso plötzlich ein bisschen gedacht hat, so, ja, ich mache jetzt mal einen auf Sonntagsfahrer, fahre mal ein bisschen langsamer. Und dann ist die Post abgegangen. Runde Innerhalb 35. Von einer Runde 3 Ausfälle. 3 Ausfälle. kann man einfach mal so kurz sagen. Also Alonso plötzlich langsam gefahren, das war gerade nach Startziel. Turn 1, 2, 3, dort innen, plötzlich ist er langsam geworden. Er war ja dort noch vor dem Ocon. Ocon ist dann nachher vorbei. Und dann hat es einen Kameraswap gegeben auf Ricciardo, der auch plötzlich am Rollen war. Und in der gleichen Runde ist der Bottas in Pits. Genau, der war aber schon eine Runde vorher noch in den Pits gewesen. Genau. Und dort habe ich gedacht, hey, wieso geht, der hat ja sogar noch geschrieben, wieso geht Bottas in Pits, weil er ist ja schon in der Safety-Car-Phase in der Box gewesen. Darum hat es in meinen Augen keinen Sinn gemacht. Und dann komme ich noch und sage, ja, die haben das geschmeckt, dass der Alonso seinen Motor brötelt, der macht jetzt einen geilen Pitstop und wird P1. Aber ja, nee. wirklich. Ja, aber es hat wirklich so, ich dachte so, alter, 5 hat da. Ja, wirklich. Und ja, aber dann ist es leider nicht so weit gekommen. Weil er musste retiren, weil sein Motor am Überhitzen war. Und eben, wie wir schon vorher gesagt haben, der ist schon ein bisschen Ocon-Alonso-Battle aufgefahren und hat sich wieder gelöst. Er ist auch, glaube ich, am Magnussen mal ein bisschen näher hergekommen. Oder Magnussen ist näher an Bottas hergekommen. Ich weiß gar nicht, wie es war, aber er ist 2-mal ein bisschen näher hergefahren und hat sich immer wieder losreißen. Und ich habe mir gedacht, so, wieso macht er das? Und er bleibt nicht dran. Ob sie vielleicht taktisch einfach möchten warten auf einen Fehler, who knows. Aber nachher ist es wirklich wahrscheinlich wegen dem, dass der Motor immer wieder ein bisschen überhitzt hat. Er musste immer wieder eine Lücke fahren, dass er das Auto abkühlen kann. Was aber schlussendlich nicht gebracht hat, sie müssen gleich aufgeben, wahrscheinlich halt einfach zum Schaden minimieren oder dass eben gar kein Schaden entsteht in dem Sinn. Was ich einfach ein bisschen krass gefunden habe, ist halt, der Daniel Ricciardo ist ja eigentlich wirklich in der letzten Kurve, hat ihm den Motor abgeschaltet und er rollt dort. Und wirklich kurz vor der Pitlane, also Pit Entry, bleibt er stehen. Und dort war die Boxengasse einfach noch offen gewesen. Und das habe ich recht krass gefunden. Weil, klar, er ist zwar noch nicht ausgestiegen, aber gleich, es ist schon gleich gefährlich, steht das Auto dort. Und dort habe ich nicht verstanden, wieso dass die Boxengasse nicht zugeht. Weil dort hat man in meinen Augen schon früher zutun. Dort ist ja zum Beispiel eben dann der Hülkenberg reingekommen, ist gepidden. Sind noch ein paar andere Fahrer reingekommen, sind auch boxen. Die haben sich durch das natürlich schon gerade ein bisschen wie einen Vorteil auch ein bisschen verschaffen, weil nachher ist die Pitlane zugegangen. Aber er ist relativ spät. Auch ist von der Alonso reingekommen ist. Er ist auch noch reingerollt. Da sind 2 Autos in der Pitlane gestanden, die nicht gefahren sind. Und dann nachher ist noch die harte Szene vom Hamilton. Er war gerade eigentlich so auf der Höhe von der Pit-Entry, also vom Boxeneingang, und dann kriegt er Funk über vom Bono, ja, komm in die Pits rein, und er war schon zu spät gewesen. Das war schon bitter gewesen. Und dann ist gerade die Pitlane noch zugegangen, hat er rein können, eine Runde 2 in die Box gehen. Erst eigentlich, wo Green Flag wieder kam, das war ja, glaube ich, auch nur VSC gewesen, gell? Ist nicht das volle Safety Car gekommen? Das war nur VSC gewesen, ja. Erst dort hat er wieder in die Box gehen, wo Green Flag gekommen ist. Und da hat er natürlich das ganze Rennen dann zur Sau gemacht. Ja, apropos VSC, das ist mir jetzt gerade noch durch den Kopf. Wir haben etwas vergessen, was so genial war zum Zuschauen. Und das passt jetzt noch gut für den Abschluss eigentlich, weil das ist sicher das, was für den Rest des Rennen noch uns begleitet. Der Restart vom Leclerc. Oh mein Gott, wie gut ist der gewesen? Max Verstappen hat wieder mal seine Speere spielen und ist nebeneinander gefahren. Rechts, oder? Er war auf der Aussenseite gewesen. Also der Leclerc sich denkt, komm, nutzen wir doch die Chance. Und ich muss doch ein bisschen weit fahren. Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Also der Max ist auf einmal wirklich zuerst an der Strecke gesehen, hat vielleicht noch eine halbe Wagenlänge knapp Platz gehabt, hat sich ganz viele Dings
wie sagt man, Marbles, die schwarzen Ja, Gummiabrieb, ja. Abrieb, hat sich schön aufgesammelt auf sein Auto, das hilft natürlich seinem Grip nicht. Und Leclerc hätte natürlich dann wirklich fast ein bisschen ausbremsen. Und der Leclerc bremset hat, der Verstappen ein bisschen bremset hat der Leclerc schön Gas gegeben und sich natürlich auch einen super Run können holen. Genialer Restart von ihm. Das habe ich einfach noch schnell müssen erwähnen. Und ja, nach dem VSC dann in dieser Runde, oder das ist ja bis Runde 42 umeinander gegangen, ab dann hat es dann richtig angefangen, dass das Battle der Giganten, Leclerc und Verstappen, insgesamt 3 Anläufe hat Verstappen gemacht. Erster Anlauf genau gleich 1:1 kopiert von Bahrain. Leclerc hat ein bisschen abbremst, hat wieder das DRS bekommen und hat auf der zweiten Straight dann, respektive auf der Start-Finish-Straight, dann den Leclerc wieder können überholen. Einfach, also, dass einer so fest mit dem Verstappen kann spielen, das zeigt in meinen Augen einfach auch, dass die beiden, die sind der perfekte Konter gegeneinander. Die verstehen, weil sie schon so viel miteinander gefahren sind oder gegeneinander gefahren sind, 1:1 wie der andere reagiert. Und der Leclerc hat verstanden, dass der Max einfach ein riesen Hitzkopf ist. Und ich finde, er hat ihn ziemlich gut unter Kontrolle. Ja, also wenn du mal so das Battle ein bisschen Revue passiert, also unter anderem auch von Bahrain, das ist wirklich so, der Verstappen kommt so ein bisschen als der, eben so wie du sagst, der Hitzkopf über, so ein bisschen der Stürmische und einfach halt, weißt, drauf los sozusagen. Und der Leclerc kommt eher ein bisschen bedacht über, kann man sagen. Er fährt schon... Taktischer Kopf so. Genau, er fährt schon auch aggressiv, muss man sagen. Oder aggressiv, er fährt schon einfach klug und halt einfach, er nützt es aus. Das kann man so sagen. Aber man muss wirklich sagen, das Battle, wo sie wirklich die letzten paar Runden hatten, ist wirklich sehr, sehr fair gewesen. Und es ist einfach so geil, wie beide DRS geil sind. Ja. Also dort, wo dann nachher der Max gecheckt hat, hey, der überholt mich ja die ganze Zeit auf der Start-Ziellinie, weil er dort viel mehr Speed bekommt durchs DRS. Also mache ich es gleich eigentlich auch mal und bremse einfach mal ab und bleibe hinter ihm. Und das ist einfach so geil, wie beide einfach... Das war wirklich so wieder so gewesen wie 2021 Hamilton Verstappen. Eigentlich, wo eben der Verstappen den Hamilton hat vorbeilassen. Der Hamilton hat es aber nicht checken können, fährt ihn hinten rein. Aber der Verstappen hat ihn vorbeilassen, dass er das DRS bekommt auf der Zielgerade wieder, dass er wieder vorbeigehen kann. Und es ist so geil, wie beide einfach langsam dort um die Kurve oder vor der Kurve abbremst hat, dass einfach einer von beiden das DRS bekommt. Es ist einfach so geil zum Zuschauen. Das war Hammer. Wirklich. Und das ist einfach Racing auf einem nächsten Level, dass man es halt einfach so ausnutzt. Der Vorteil vom DRS. Das ist einfach geil. Und für da muss ich wiederum sagen, liebe das DRS, dass es so etwas gibt. Es ist, für mich ist es so ein bisschen, es hat so einen halbbitteren Nachgeschmack. Weil irgendwie ist es so ein bisschen, es ist fast ein bisschen too much, aber es ist so geil. Und also ich denke, das ist sicher auch ein guter Punkt, wo wir jetzt auch wirklich mal das DRS in meinen Augen sehen, für das, was es hat sollen machen. Oder? Mich dünkt, das DRS hat nie ganz erreicht, was es machen sollte, dass man wieder angreifen kann. Oder? Und das ja funktioniert es endlich. Und ja, also die DRS-Spiele, die werden auf wenigen Strecken so heftig sein, wie es hier ist. Weil du halt hier einfach 2 extrem lange Geraden hast, eine am Ende und danach direkt am Start wieder. Aber wie du sagst, wirklich wunderbares Racing zum Zuschauen und beide immer fair bleiben. Also mich dünkt generell, dass die beiden sich ein bisschen mehr zusammenreißen als der Lewis und der Verstappen letztes Jahr. Wobei, wir sind auch immer noch am Anfang von der Saison. Ja, soll ich gerade sagen. Ja, weil kann sich das schon noch zuspitzen. Genau, eben. Es kann natürlich sein, dass Mitte, Ende Saison das dann auch wieder anders aussieht. Ich glaube es auch, es hat mal zwischen diesen zwei Schiessen ist dann auch der Respekt nicht mehr so wie es jetzt ist. Ich meine, beim Hamilton und Verstappen, es war auch immer Hearts Racing am Anfang der Saison, aber es war immer noch fair gewesen. Und erst eigentlich dort, wo eigentlich der Verstappen abgeschossen wurde vom Hamilton in Silverstone, dort hat dann der Spieß ein bisschen gekehrt gehabt. Ja. Und dann nachher, wo der Bottas als Bowlingkugel in Ungarn noch verwendet wurde, ist dann nachher ist es komplett vorbei gewesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf vielen Strecken eben so die DRS-Spiele schon wird geben. Also gerade zum Beispiel Spielberg ist auch so eine Strecke. Dort nach Turn 1 durch Turn 2, dort ist alles DRS. Und nachher Turn 3 oben, die Spitzkirche, kommt ja auch wieder eine DRS-Zone. Also dort wird es auch geile Battles geben. Das ist auch ein guter Punkt, das dürfen wir nicht vergessen. Also es ist ja nicht das erste Mal, wo es geklopft hat in der Formel 1-Karriere zwischen Verstappen und Leclerc. Ja, genau in dieser Kurve
Kurve, 2019. ja. Genau Also in dieser klopft Kurve. Berührung, also Push Me Off the Ja. Track mäßig ist es gewesen. Und nachher Silverstone. Wie gut das es war, der Leclerc, der nachher genau das Gleiche noch mit ihm gemacht hat. Das Battle in Silverstone habe ich gerade letzte wieder geschaut. Es ist wirklich, also die beiden, die werden uns ganz, ganz viel Spannung geben im Verlauf der Saison. Und es ist auch noch nicht fertig. Nach dem genialen DRS, nein, bitte du kannst, nein, ist schon gut, du kannst, aber ich wollte lieber, dass du es hast, ist es weitergegangen mit der nächsten Runde und dann wirklich Verstappen sehr gut studiert, hat viel taktischer überlegt, hat sich weiter zurückgesetzt eigentlich auf den Backstraight, hat sich dann ein DRS geholt und ihn wirklich, ich würde sagen, ziemlich clean überholt gehabt. Ich glaube, das war auch das Manöver gewesen, dort habe ich mich schnell ein bisschen zusammengezuckt, weil der Leclerc, er tut aber relativ gern, relativ spät verteidigen. Das hat sie mir schnell zusammengezuckt. Ich glaube, es war der letzte Move gewesen. Aber von dort her ist der Leclerc nachher auch nicht mehr an den Verstappen drangekommen, weil er einfach so viel mehr Speed auf den Straights hat. Sie haben ja noch das Setup aufs Qualifying geändert, auf mehr Speed. Du hast aber schon gesehen, dass der Ferrari gerade im ersten Sektor wesentlich geschmeidiger und auch schneller um die Kurve kommt als der Red Bull. Das hat man gesehen. Aber nachher auf den Sektor 2, 3, wo halt einfach schnelle Kurven sind, wo halt einfach Topspeed schon mehr wieder im Fokus ist, als wirklich eigentlich abtrieben, dass du gut um die Kurve kommst. Hast einfach gesehen, wie schnell der Verstappen ist. Also Red Bull Sektor 2 und 3 sehr stark gewesen. Sektor 1 war mehr Ferrari gewesen, aber eben nachher halt auf der Straight ist Red Bull momentan, also der Honda-Red Bull Powertrain ist momentan, so was Topspeed anbelangt, wirklich das Nonplusultra, denke ich. Definitiv, stimme ich dir absolut zu. Also ich meine, die beiden Motoren sind die beiden, die man jetzt haben als Team. Und wenn du schnell sein nimmst du den Red Bull, dafür liegt halt der Motor ein bisschen ab und andersrum hast du dann halt den Ferrari-Motor. Ab dann hat sich eigentlich auch ziemlich abgezeichnet, wer so ein bisschen Gewinner und die Verlierer sind. Ein kleiner Fun-Fact, der Russell ist während dem ganzen Rennen immer nur auf P5 gewesen. Das ist der einzige, der nie einen Positionswechsel hatte. Und ja, es sind sehr, sehr viele Autos halt auch ausgeschieden. Am Ende hat es 13 Finisher gegeben. Dann kommt ein super genialer Move von Alex Albon. Dort hat er mich ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe den Crash jetzt nochmal geschaut. In Dive-Bomb, ja. Wahrscheinlich hat er das Gefühl gehabt, weißt du was, es war noch nicht genug Action gewesen, oder? Ja, ich muss jetzt auch mal meinen Senf dazugeben, sozusagen. Ja, also es hat mich schon ein bisschen so erinnert, wie unser Let's Play, das wir amigs machen. Also hatte ich schon ein bisschen gesehen im Auto, in deinem Auto innen. Nein, also es ist schon recht, wie soll ich sagen, es ist sportlich gewesen, das Angriffsmanöver. Ja, viele haben gesagt, also, ja, Lance Stroll könnte ja auch Platz lassen, aber ja, sein ganzes Auto war vor ihm in der Kurve. Ja. Und er hat sich halt auch noch verbremst, der Albon. Also hast du gesehen, wie es gequalmt hat. Der springende Punkt, dass er sich verbremst hat. Einfach falsch reingezogen. Hätte er nach rechts gezogen, wäre es nicht aneinander durchgefahren. Er hat nach links reingezogen. Und ist natürlich so dementsprechend gerade voll ins Stroll reingerasselt und hat dementsprechend im Nachhinein, sage ich es halt, verdient noch 3 Plätze Penalty bekommen auf Australien. Definitiv. Also ich meine, da ist definitiv der Albon in meinen Augen schuldig. Zuerst habe ich noch ein bisschen, ich habe gehört, die Leute haben debattiert wegen Racing-Incident oder nicht. Ich bin dann auch noch schauen. Und wie du schon gesagt hast, also mit dem Speed, den der Albon hatte, es gibt 2 Überlegungen, die er machen muss. Erstens, es ist der Stroll. Der Stroll ist ziemlich bekannt dafür, dass er nicht so super-duper gut in den Rückspiegel schaut, wenn er überholt wird. Das ist nicht das erste Mal, wo er in jemanden reinsteuert, oder? Und mit dem Speed, den der Albon hatte, wäre er gescheiter aussen rumgegangen. Der hätte noch viel die bessere Chance gehabt, einen Overtake zu machen. Also, ja, in meinen Augen dumme Fehler. Ich hoffe, das passiert nicht mehr oft. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass nur 12 Autos schlussendlich das Rennen gefinisht haben. Das ist meine Prediction gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe ja gesagt, mindestens 5 Autos werden wegen Reliability-Problemen rausgehen. Da haben wir 1, 2, 3. Also 13 Autos sind ins Ziel gekommen. Der Stroll ist gewertet worden als Ziel. Der Stroll ist gewertet worden, stimmt, ja. Aber ja, fast richtig, oder? 4 Autos sind wegen Reliability-Problemen rausgehen. Das ist zu erwarten gewesen mit den Temperaturen, die sie schlussendlich so hatten in den Autos. Unfälle sind auch gekommen. Ja, aber es hat dafür wirklich gute Gewinner gehabt. Hamilton, in meinen Augen, das L vom Wochenende mit dem Platz 10.
Auf dem P9 ist der Magnussen gefinisht, wieder mit Punkten. Der hätte sicher noch ein bisschen mehr holen können. Gasly, da müssen wir vielleicht noch kurz darüber reden, hat die letzten 15 Minuten, 20 Minuten Rundinnen, nicht Minuten, Rundinnen, ja. Hat er, was ist nicht Magenkrämpfe? Irgendetwas er hat einfach plötzlich Ranzenpfeifen bekommen, blöd gesagt, also er hat wirklich Bauchschmerzen bekommen. Und immer irgendwie bei Linkskurven oder so. Ja, also wenn er in die Kurve gegangen ist und wenn er bremst hat, hat er Schmerzen bekommen. Mhm. Und die letzten 5 Runden sei sehr extrem, hat er gesagt. Also er hat dann wirklich die Runde gezählt, bis er ins Ziel kommt. Und am Schluss hat es ja dann den Funkspruch noch gegeben. Und, also lasst es gerne selber noch. Also der hat wirklich teilweise nicht so gut getönt. Er hat auch gesagt, er selber hat so ein bisschen wie geschrauen im Auto innen. Mhm. Also sicher eine sehr unangenehme Geschichte. Was genau war, keine Ahnung. Also ich habe nur noch ein Foto gesehen, wie er einen Ultraschall gemacht hat dort. Das ist sogar auf seiner Instagram-Seite. Das Foto. Das habe ich mal gesehen. Also keine Ahnung, was dort genau war. Vielleicht wird das noch bekannt geben, mal schauen. Aber ja, das Rennen ist zwar fast fertig gewesen, aber es hat dann doch noch ein paar Szenen gegeben, die dann auch wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht kontrovers ist, aber es ist ein bisschen kritisch geworden. Und zwar eben, es hat ja die Kollision gegeben mit Albon und Stroll. Ich weiß jetzt genau, der Gabo weiß jetzt nicht, was ich sagen will. Und dann nachher hat es ja im Sektor 1 Yellow Flag beziehungsweise sogar Double Yellow war. Und ja, Leclerc und Verstappen, die haben natürlich um den ersten Platz gefightet. Und der Leclerc ist ja noch in der letzten Runde die Fastest Lap gefahren, also die schnellste Runde gefahren. Trotz Double Yellow. Und bei Double Yellow musst du ja eigentlich das Auto extrem abbremsen. Oder einfach vom Gas gehen, dass du keine Strafe bekommst. Und rein theoretisch ist das ein Vergehen, das bestraft sollte werden. Sainz war aber auch schnell gewesen, und Perez auch. Wahrscheinlich sind auch noch andere schnell gewesen. Der FI hat bis jetzt noch nichts gemacht, aber du hast mir ja gestern noch erzählt, dass das ja immer noch in der Untersuchung sei und noch nicht abgeschlossen sei. Also who knows? Genau, who knows, vielleicht im Verlauf von dieser Woche ist der George Russell plötzlich Zweiter. Ja. Wer weiß, wobei da müsste wahrscheinlich dann schon rechte Penalties geben, weil der Russell ist mit 32 Sekunden hinter dem Führenden ins Ziel gekommen. Also 22 Sekunden hinter dem Sergio Perez. Also da müsste es rechte Penalties geben, dass da etwas noch passieren will. Ich denke, es wird nichts mehr passieren. Gehen Sie mal davon aus, weil sonst hätten wir es schon lange mitbekommen. Aber einfach, dass man das auch noch erwähnt hat. Aber es hat dort noch eine Yellow Flag gegeben, wo ein bisschen ignoriert wurde. Ich denke auch, dort ist natürlich auch schwierig zu sagen. Oder? Ich verstehe, dass man eigentlich möglichst unter grünen Flaggen das Rennen beenden. Aber ich muss wirklich sagen, man müsste dort als FIA oder als Racing Director einfach eingreifen und sofort den Teams sagen, zögert euch einen Fahrer, sonst gebe ich ihm sofort eine 5-Sekunden-Penalty. Das müsste in meinen Augen eine Sofortreaktion sein, weil ein Double Yellow ist nicht für nichts ein Double Yellow. Das heisst, abbremsen, langsamer werden. Und das ist nicht passiert. Also die einzigen, die sich wirklich daran gehalten haben, sind zwei, die noch voll im Battle waren, Ocon und Norris. Das sind nachher Norris P7, Ocon P6 Finish gewesen. Dort hat der Ocon können wiederholen, was er letztes Jahr schon gemacht hat. Wie schon 100-mal gesagt, Russell auf P5, Perez auf P4, Sainz P3 und eure Top-Finishes sind Leclerc auf dem 2 und Verstappen auf dem 1. Verdienter Sieg, geniales Rennen. Es hat ein bisschen die Stimmung vom Wochenende ein bisschen gelüpft zum Glück. Ich bin zwar immer noch kein Fan von der Strecke, aber das Rennen wirklich für einen zweiten Auftakt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Definitiv. Und der sein Viking-Comeback hatte, hat wieder Punkte geholt auf P9. Dürfen wir auch nicht vergessen, Kevin Magnussen hat wieder 2 Punkte geholt für das Haas-Team. Lewis Hamilton auf P10 noch gelandet. Der hat gar nicht gewusst, dass man bei P10 noch einen Punkt bekommt. Weil, das ist wirklich ein Funk durchgegeben, ob das überhaupt einen Punkt gibt. Und er hat gesagt, ja, es gibt einen Punkt. Guang Yu Chun auf P11 auch gut gefahren und Nico Hülkenberg auf P12. Natürlich auch der, kann man sagen, durch Glück ein bisschen vorgespielt worden. Aber der Hülkenberg hat selber auch gesagt, er ist zufrieden mit seiner Performance, die er hatte, das Rennen. Er hat keine Fehler gemacht. Und also
Ist schön, dass er wieder mal gekommen ist, Hülkenberg. Ich will es vermissen. Irgendwie, er gehört schon in die Formel 1 in meinen Augen. Absolut. Aber ob das jetzt wirklich seine letzten 2 Rennen sind jetzt so in seiner Formel 1-Karriere, wissen wir nicht. Vielleicht fällt ja wieder mal irgendwo einer aus und dann kann er wieder einspringen. Ich würde es ihm sicher gönnen. Oder vielleicht kommt er endlich mal mit einem eigenen Cockpit wieder zurück. Mal schauen. Ja gut, also dann würden wir mal sagen, was es war mit dem Podcast für heute, mit dieser Episode von heute von Saudi-Arabien, von dem wirklich guten zweiten Rennen, wo wir gesehen haben, trotz der Ereignisse, die oder am Freitag und am Samstag auch passiert sind. Und wir sind gespannt, wenn es Richtung Melbourne geht. Das wird in 2 Wochen stattfinden. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Episode vom Unsafe Release gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge.